Herzlich willkommen zum Himmelwärts. Wisst ihr noch, was letzte Woche passiert ist? Der Josef ist ja von seinen Brüdern auf Ägypten verkauft worden. Weil seine Brüder haben ihn ja gehasst, weil der Jakob, sein Sohn, den Josef bevorzugt hat vor den anderen 11 Söhnen. Sie sind so hässig, dass sie den Josef einfach an eine Karawane verkauft haben auf Ägypten. Und jetzt ist der Josef in Ägypten angekommen. In Ägypten war der Potiphar. Der Potiphar hat für den Pharao gearbeitet. Und der Pharao war der König von Ägypten, ein mega mächtiger Mann. Und der Potiphar hat für ihn geschafft. Der Potiphar hat Diener gesucht für sein Haus. Und er hat den Josef gesehen. Er hat den Josef, den Karawanenhändler, abgekauft. Und so ist der Josef zum Potiphar heimgekommen und ist sein Diener geworden. Ich habe euch ja gesagt letztes Mal, dass Gott einen wunderbaren Plan mit uns hat und auch mit dem Josef. Gott hat den Josef nie verlassen. Er war auch jetzt in Ägypten noch beim Josef und er hat dem Josef geholfen. Der Josef hat für den Potiphar gearbeitet und Gott hat ihm geholfen, sodass dem Josef alles gelungen ist, was er gemacht hat. Er hat für den Potiphar geschafft und der Potiphar hat mega Freude an ihm gehabt, weil er hat alles so gut gemacht. Gott hat durch den Josef den Potiphar gesegnet. Und der Potiphar hat so Freude am Josef, dass er ihm noch viel mehr Verantwortung gegeben hat. Der Josef ist so der Diener, nicht nur der Diener gewesen, sondern der Verwalter vom ganzen Haus von Potiphar, vom ganzen Besitz. Er hat mega viel Verantwortung bekommen. So fest hat Gott ihm geholfen, dass ihm alles gelungen ist, was er gemacht hat. Und der Potiphar hat auch eine Frau gehabt. Und der Josef ist ganz ein schöner, gut aussehender junger Mann gewesen. Und wie gesagt, der Potiphar hat dem Josef alles gegeben, außer seine Frau. Und die Frau von Potiphar hat den Josef ganz einen schönen Mann gefunden. Und sie hat unbedingt allein mit dem Josef Zeit verbringen. Aber der Josef hat gefunden, nein, das mache ich nicht. Der Potiphar hat mir alles gegeben, außer seine Frau. Und ich tue doch nicht gegen Gott sündigen und tue allein Zeit verbringen mit der Frau von Potiphar. Und die Frau von Potiphar hat immer wieder dem Josef gesagt, komm, tu doch mit mir Zeit verbringen, tu allein mit mir zusammen sein. Weißt, wir können es uns ein bisschen schön machen, wir können es schön haben zusammen. Und der Josef hat immer gesagt, nein, ich tu nicht allein mit dir Zeit verbringen. Ich will nicht mit dir zusammen schön haben, weil du bist die Frau von Potiphar. Du bist nicht meine Frau, das wäre ungerecht. Aber sie hat nicht locker lassen. Aber der Josef hat auch nicht locker lassen. Und dann, einmal sind sie alleine im Haus. Und die Frau ist wiedergekommen. Und die Frau von Potiphar hat wieder gesagt, Josef, schau, wir sind allein. Wir können es uns doch jetzt mega schön und gemütlich machen. Und der Josef, er ist davon gerannt von der Frau von Potiphar. Er ist rausgerannt aus dem Haus und ist vor ihr geflüchtet. Die Frau von Potiphar ist so hässig geworden, dass der Josef nicht mit ihr zusammen sein wollte, sondern dass er einfach davon gerannt ist. Der Josef hat ja eigentlich gar nichts Böses gemacht. Er hat etwas Gutes gemacht. Er war so ein treuer Diener, dass er gesagt hat, nein, ich nehme nicht an Potiphar seine Frau, ich lasse sie in Ruhe und ich flüchte vor ihr, wenn sie etwas mit mir machen will. Aber die Frau von Potiphar ist so hässig geworden, dass sie allen Dienern und dem Potiphar erzählt hat, dass der Josef mit ihr alleine Zeit verbringen und ihr vielleicht sogar etwas antun. Der Potiphar, könnt ihr euch vorstellen, ist so hässig geworden, dass er den Josef gerade ins Gefängnis gesteckt hat. Der Josef hat nichts Unrechts da. Er hat etwas Gutes da. Er hat geschaut, dass er nicht gegen Gott sündigen. Und jetzt ist er einfach unschuldig ins Gefängnis gehalten worden. Hey, jetzt ist der Josef schon von seinen Brüdern verkauft worden, ist auf Ägypten gekommen, in ein fremdes Land, mit einer fremden Sprache, fremde Menschen. Und jetzt ist er unschuldig im Gefängnis. Hey, ich glaube, am Josef ist es da sicher mega schlecht gegangen. Jetzt ist er einfach alleine unschuldig in dem Gefängnis gesessen. Aber wisst ihr was? Der Josef war nicht allein. Weil Gott ist auch da mit dem Josef. Er hat ihn nicht allein gelassen. Schon wie beim Potiphar hat Gott am Josef geholfen. Er hat ihm geholfen, dass ihm alles gelingt im Gefängnis. Er hat auch im Gefängnis wieder Verantwortung bekommen über die anderen Gefangenen. Er hat Aufgaben bekommen. Gott war mit dem Josef. Auch in den schlimmsten Stunden war Gott immer noch bei ihm. Er hat ihn nie verlassen. Er hat ganz viel Verantwortung bekommen. Und dann, eines Tages, sind der Mundschenk und der Bäcker vom Pharao sind ins Gefängnis gekommen, wo der Josef war. Sie haben irgendetwas Unrechts gemacht gegen den Pharao.
Ihr müsst wissen, der Bäcker der hat Brot und Sonstiges gebacken für den Pharao. Und der Mundschenk war der, der einmal den Wein probiert hat, bevor der Pharao den getrunken hat. Und die sind ins Gefängnis gekommen. Und dann einmal haben der Mundschenk und der Bäcker ganz komische Träume gehabt. Und der Josef hat gemerkt, dass sie ein bisschen verunsichert sind und nicht so gut getroffen, nicht so glücklich. Und er hat sie gefragt, was los ist. Und der Mundschenk hat ihm den Traum erzählt. Und Gott hat dem Josef die Deutung von dem Traum erzählt. Und der Josef hat gewusst, was es bedeutet, was der Mundschenk und der Bäcker geträumt haben. Und er hat sogar richtig die Träume deuten. Nämlich nach 3 Tagen ist der Mundschenk wieder aus dem Gefängnis rausgekommen und er hat wieder beim Pharao arbeiten als Mundschenk. Und der Josef hat gesagt: «Schau, Pharao, in 3 Tagen wirst du frei werden. Das hast du geträumt, das stimmt. Und dann wirst du wieder ganz nah beim Pharao arbeiten, weil der Mundschenk hat ja zuerst den Wein probiert und ihm dann am Pharao gegeben. Er hat mega nah mit dem Pharao zusammen geschafft. Und der Josef hat gesagt: «Mundschenk, los, du wirst zum Pharao kommen. Bitte du an mich denken, wenn du beim Pharao bist. Weil ich bin schon so lange jetzt unschuldig in dem Gefängnis. Bitte denk an mich, leg ein gutes Wort ein für mich, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme.» Und nach 3 Tagen ist der Mundschenk frei gekommen und ist zum Pharao gegangen. Was meint ihr? Der Josef war immer noch im Gefängnis, der Mundschenk war wieder beim Pharao. Hat der Mundschenk echt den Josef vergessen? Oder hat er am Pharao echt vom Josef erzählt? Und hat er echt am Pharao erzählt, dass der Josef den Traum deuten konnte? Und ist der Josef dann frei gekommen? Nächste Woche erzähle ich euch, ob es der Mundschenk vergessen hat oder ob er vom Josef erzählt hat. Aber ganz wichtig, was so schön ist an dieser Geschichte: Am Josef ist es so schlecht gegangen. Er hat so viel Schlimmes erlebt. Er ist verkauft worden, in ein fremdes Land gekommen, ins Gefängnis gekommen, zwar unschuldig, aber Gott war immer mit ihm. Hey, Jesus hat uns das auch versprochen. Jesus hat gesagt, er ist jeden Tag, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende von unserem Leben, ist er immer mit uns. Wir dürfen wissen, egal was passiert, egal was wir erleben, egal ob es uns gut oder schlecht geht, Gott ist immer mit uns, so wie er mit dem Josef war. Hey, und darum wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wo du wissen und erleben, dass Gott immer mit dir ist und dass er dich nie verlässt, auch wenn du alleine bist, auch wenn es dir nicht gut geht. Gott ist immer mit dir. Mach's gut.